Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen da bei Battlefield Bad Company 2. Mal etwas Neues. Wir sind angefragt worden, ob wir mal ins Bad Company 2 hineinschauen und klar machen wir das. Ich tue mich jetzt mal schon mal für zwei Sachen entschuldigen. Punkt A, meine Stimme ist mega angeschlagen. Punkt B, Punkt 2, ich habe das Game schon ewig nicht mehr rausgenommen. Hätte mich nicht gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte, weil es so viel Staub drauf hat, aber es geht. Nochmal schnell zu Punkt 1, meine Stimme ist angeschlagen, ja genau. Ich war eine Woche weg, und zwar bin ich als WOA, das ist das Wacken Open Air. Für die es nicht kennen, das ist ein Metal Open Air, und zwar, wenn es mich nicht täuscht, mit 75'000 Leuten, das grösste auf der Welt. Und ich habe halt ein bisschen Headbangen, ein bisschen mitgesungen, ein bisschen geschrauen. Und dann muss halt die Stimme ein bisschen darunter leiden, aber ich habe ja noch ein bisschen Ferien. Und dann wird sich das erholen. Und ja, ich würde euch gerne eigentlich über das Wacken erzählen, weil ich bin jetzt das erste Mal da gewesen und mir hat es wirklich mega gefallen. Es hat mir wirklich aus den Socken gehauen. So gut war das gewesen. Ich bin ja nicht der, der, wie sagt man, von morgen bis am Abend Metal hört oder Rock. Aber ich dachte, ich muss es mal probieren, weil der beste Arbeitskollege hat mir erzählt, dass der eigentlich jedes Jahr geht. Da ist einer. Dass der jedes Jahr geht und das einfach weg. Das sieht, dass die Stimmung einfach mit keinem anderen. Oh, was war denn das gewesen? Mit keinem einzigen anderen Opener kannst du vergleichen. Wir kennen da ja vor allem in der Schweiz Scampel, Greenfield, Gurten. Und wir arbeiten ja beide im Sicherheitsdienst. Und da sind wir ab und zu auch an den Open Air tätig und wir kommen halt auch leider mit über, wenn sich die Leute auf den Sack geben und die ganzen Diebstähle und weiss nicht was. Und er hat mir gesagt, dass an diesem Open Air so etwas eigentlich fast gar nicht gibt. Und ja, er hat mal vor einem Jahr gefragt, der Polizei, die vor Ort war, von Wacken, wie viele Diebstähle oder Schlägereien sie eigentlich haben in 7 Tagen. Und ja, sie hat mir gesagt, sie haben ihm gesagt, eigentlich erstaunlich wenig, für das, dass 75'000 Leute am Start sind. Und ich wollte es natürlich selber sehen. Und wirklich, ich habe keine einzige Schlägerei gesehen. Keine einzige, nicht einmal irgendwie 2 Leute, die sich in die Haare bekommen. Gar nicht. Wirklich gar nicht. Und das hat mich wirklich erstaunt. Und das ist wirklich so, wenn man irgendwie leichte Probleme hat mit einem, schreibt man einfach nur «Wacken!». Zeigt halt da die schöne Gestik mit den Fingern, kennen wir ja alle. Zeigefinger, Kleinfinger auf und der Rest gegen runter. Das schöne Rockzeichen, eigentlich die Pommesgabel, wie man dem auch sagt. Und dann ist eigentlich schon alles gefressen. Ja, ich versuche es so zu erklären, dass wirklich auch die kein Metal hören oder Rock oder die ganze Mentalität dahinter einigermaßen rauskommen. Und ja, ich bin jetzt vom Montag da gewesen, bis eben wie gesagt gestern. Und es sind saumässig geile Bands gekommen. Also nicht halt so, ich sag mal nicht kommerziell. Für mich ganz viel gehabt, die ich nicht gekannt habe. Und ich wollte jetzt eigentlich gar keinen Namen sagen, wenn euch wirklich das Zeug Wunder nimmt, das am Wacken so gelaufen ist, dann könnt ihr auf YouTube ein bisschen schauen. Und was sonst? Ja, das Essen ist, also ich erzähle mal, wie es dort eigentlich aussieht, das haben ja keine Ahnung. Es ist riesig, also jedes Dispositiv, das ihr habt für ein Open Air, wie zum Beispiel St. Gallen, Gampel, Gurten, das ist ein Furz dagegen. Also ich sage mal, das Wacken ist 10-mal so gross wie Greenfield oder das Frauenfeld. Wirklich etwa 10-mal so gross, gut bei 75'000 Leuten muss es auch sein. Und wie das eingerichtet ist, sie haben ein eigenes Dorf gemacht und das heisst das Wackingendorf. Und das sieht aus wie Mittelalter, ja, wie bei den Wikingern eigentlich grob gesagt. Und dort kann man auch verdammt gut essen. Die haben so Barbarenspieß und weiss nicht was. Flammkuchen, wirklich erstaunlich gut.
Ich habe, glaube ich, auch irgendwie 20 Kilo zugenommen, weil ich dort wirklich alles durchprobieren, was es eigentlich zu essen gibt. Und jetzt muss ich auch ein bisschen schauen, jetzt muss da mal wieder ein bisschen der Ranzen weg. Da, super Double Kill. Ja, Double Kill gleichzeitig. Und ja, sie haben halt so ein Dorf, da kann man auch Schwertkämpfe schauen, wie sie halt so ein bisschen fighten, wie es halt früher ausgesehen hat. Man kann Met trinken, für die, die nicht wissen, was Met ist. Met ist ein Honigwein. Das ist früher nicht getrunken worden. Vielleicht die, die so Filme geschaut haben von Göttern und Wikingern und weiss nicht was. Das ist das Getränk eigentlich, wo sie in den Hörnern getrunken haben. Oh, jetzt habe ich... Ah, mal! Hätten wir das Fahrzeug noch zerstört, tipptopp. Ja, das ist eben das Getränk, das sie getrunken haben. Das ist so ein Honigwein. Mega süß. Klassisch. Und natürlich haben wir auch so ein Horn zugetan, weil das wird dort draus getrunken. Und ja. Was haben wir sonst noch gehabt im Backingendorf? Lass mich überlegen. Viel Essen, Rüstungen kann man kaufen, Hörner kann man kaufen. Und nachher natürlich so T-Shirts und das ganze Zeug, das man eigentlich kennt von den anderen Open Airs, ist dort natürlich auch vertreten, halt einfach auf Heavy Metal spezialisiert und wirklich saumässig viel Sorge gegeben, dass es wirklich, wie sagt man, 1:1 überkommt, wie es halt früher war. Panzerabwehr rein. Und ich werde sicher nochmal gehen. Das hat mich wirklich gepackt und ja, mit den Leuten ein bisschen headbangen, ein bisschen schreien. Und natürlich ist auch Bier geflossen, wie man es an der Open Air kennt. Ja, ich weiss gar nicht, was ich alles erzählen soll. Es ist so viel los, ich bin immer noch begeistert. Heute bin ich am Morgen verwacht und natürlich schon gedacht, nein, wieso ist das so kühl, ich bin nicht mehr im Zelt drin. Das Wetter war natürlich saumässig gut. Wir hatten ab und zu 36 Grad gehabt. Es ist wirklich auch braun geworden. Und einmal hat es wirklich geregnet. Man sagt, entweder hat es Schlamm oder es ist verdammt heiß. Die zwei Optionen, die man hat. Und es war heiß und am letzten Abend, wo der Boden natürlich wirklich trocken war, hat es oben runtergeschifft. Und das bringt die Leute gar nicht aus dem Konzept. Die sind nachher im Schlamm rumgeroppelt und weiss nicht was. Da wirklich empfehle ich euch, geht mal schauen. Auf YouTube hat es genug Videos und die Bands, wie gesagt, sind ganz geil gewesen. Der Rammstein ist gekommen, gut, das kann man nicht wirklich, das kann man nicht als Metal bezeichnen. Aber er hat eine saumässig gute Show gemacht. Für die mal die Möglichkeit haben, Rammstein zu schauen, es lohnt sich schon nur wegen der Show. Ich habe gesagt, da hätte sogar auch die Taubstummen schauen können und es hat mir gefallen wegen der Show. Was haben wir sonst noch? Wer ist noch gekommen? Der Alice Cooper, Gravedigger, das sind so die ich schon vorher gekannt habe. Also der Gravedigger mal per Zufall, ich habe als kleines Kind immer, wie sagt man, das Monster Truck Zeug geschaut, und dort hat es auch einen Panzer gegeben, der hat Gravedigger geheißen. Da bin ich auf YouTube das Zeug suchen und habe dann den Gravedigger so per Zufall gefunden. Und er ist eine deutsche Band, macht wirklich guten Metal. Dann gibt es noch Volksmetal und da hat es noch einen. Ja, das wäre es eigentlich so ziemlich alles, was ich erzählen kann. Könnt ihr im Internet schauen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich wollte euch da auch nicht voll labern, wenn es euch gar nicht interessiert. Ich sage euch auch mal ein bisschen, was ich sonst so mache, dass ihr mich vielleicht auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Und natürlich, mein Hauptgrund, wieso ich eigentlich gerne nochmal ans Wacken würde gehen, sind einfach die hohen Leute. Also ich kann mich langsam nicht mit dieser normalen, mit dieser Musik identifizieren, mit Hip-Hop und eben, wie ich schon mal erwähnt habe, die Bum-Bum-Musik. Die Leute werden so schnell aggressiv, geben sich auf den Kopf und weiss nicht was und ich halte wirklich nichts von diesen Leuten.
Das ist irgendwo eine Hip-Hop-Party, alle Leute ficken dich dumm an und weiss nicht was. Meinen, sie müssten dich irgendwie touchen, müssen eine Schlägerei suchen. Also in Zürich ist das auf jeden Fall so. Oder immer noch leider. Kein einziges Problem mit dem Metaller. Kein einziges. Keiner hat mich dumm angemacht. Ich habe Metaller sagt mir, als ich Bier holen, hey, kannst du mir auch noch eins mitbringen? Ich habe ihm eins mitgebracht und das ihm geschenkt. Und das war es. Also die sind wirklich so freundlich drauf. Natürlich gibt es auch dort ein paar Leute, die auch nicht wissen, wie man sich, sage ich mal, die Mentalität umsetzt. Aber die gibt es ja überall. Darum muss man auch nicht wegen einem Schlechten irgendwie das Ganze ins schlechte Licht drücken. Ich sage, Metaller sind coole Sachen, weil ich bezeichne mich jetzt nicht als Metaller, weil ich einmal am Wacken war. Vielleicht wird da noch etwas. Ich will sicher noch mal gehen. Mein Gott. Geh mal da weg. Kaputt. Ja, super. Und ich steige aus. Weil sonst bin ich kaputt. Und ja, wir sind nicht gerade wirklich viele Punkte am machen. Also. Nein, da ist noch der andere noch da gewesen. Ja, also. Ich erzähle mal, wie es bei mir weitergeht. Wacken habe ich jetzt erzählt. Wenn ihr Fragen habt über das Wacken, schreibt sie in die Kommentare rein. Dann würde ich die natürlich gerne beantworten. Ich will mich da ein bisschen halt, wie sich in letzter Zeit herauskristallisiert hat, ein bisschen auf Battlefield konzentrieren. Rufus macht COD immer noch saumässig Spass. Das finde ich ja gut so, dann kann er das ein bisschen leicht übernehmen. Vielleicht packt es mir mal wieder, vielleicht auch nicht, aber ich spiele lieber ein bisschen Battlefield. Was ich ganz geil finde, muss ich sagen, da am Bad Company ist Statistik. Da, wo man sieht. Also man sieht keine Kills mehr, keine Deaths mehr, also spielt eigentlich, sagen wir mal, KD keine Rolle. Gut, ich sollte sowieso keine Rolle spielen. Was gibt es noch über das Bad Company 2? Ja, das ist jetzt auch ein bisschen älter. He? Eben, ich habe es vorhin gerade gesehen, im Helikopter rein, irgendwie fliegt man ja im Battlefield 3 mit beiden Joysticks. Da nur mit einem, das heisst, ich werde da irgendwann mal nochmal ein Training müssen machen. Nein, wieso steigt der aus? Ja, ein Training machen mit dem Heli, weil im Battlefield 3 fliege ich eigentlich mega gerne Helikopter. Ich kann mal auch frech sagen, ich kann es auch nicht schlecht. Und jetzt muss ich es einfach noch mal probieren. Wenn der Heli noch da ist, versuche ich es mal mit dem da. Ich sehe schon, ich werde da abstürzen wie ein Stein. Aber wenn man es nicht probiert, kann man es nicht lernen. So, aufsteigen, schießen. Ja. Das geht. Aber führen geht nicht. Also man kann nur auf der Seite neigen. Ui, das ist aber kompliziert. Ja. Gut, aber drehen tut er wenigstens schnell. Ja, ich merke, ich fliege da gerade ein bisschen komisch. Oh. Ich den oben runter. Wo ist das der Kleine? Da ist, glaube ich, der Kleine. Auf das schiessen wir gar nicht. Gehen wir lieber auf Panzer los. Ich merke, das ist wirklich nicht einfach. Aber es geht einigermaßen noch. Ausser ich fliege da irgendwo vorne gerade wie ein umgespitzter Speer im Boden rein. Aber das Game ist jetzt dann auch bald fertig. Wir bekommen auf den Sack rüber, wenn es mir nicht ist. Ich nehme ich. Ja, das ist ja unglaublich. RPG, ja. Natürlich schafft er es, mich zu töten, und wenn das Fußvolk am Boden ist, geht das nicht mit dem Helikopter oben runterzuschiessen. Aber aufhören, Mötzle da, weiterspielen. Ja, das Gameplay ist jetzt dann bald fertig. Ich muss nachher ein bisschen meine Stimme schonen, weil ich muss irgendwann mal wieder arbeiten und es gibt nichts Unangenehmes,
als wenn man mit den Leuten muss reden muss, wenn sie einem nicht wirklich verstehen, weil man so verdammt heißer ist. Darum, ja. Ist da irgendwo da einer am Liegen? Haben einen Außenposten zurückerobert. Ah, du Arsch. So ein Arsch. Kaum packt man die RPG aus, ist man natürlich tot, weil einer aus dem Panzer raussteigt. Aber wir sind, ja, punktmäßig kann ich mal sagen, nicht so schlecht dran für das, dass man es eigentlich seit langem mal wieder spielt. Das ist zu uns. Ja. Was bist du für ein Volltrottel? Das sind die Leute, die ich... Ja, Crazy Louis, Mann. Stop it. Ja. Er findet es so hure lustig. Gott verdammt, lachst du so, wenn du Schnäbi unter der Dusche siehst, oder was? Ja, das sind so Sachen, die halt im Battlefield ein bisschen, ja, scheiße sind, wenn die Leute irgendwie auf die Idee kommen, die eigenen Fahrzeuge abzuschiessen, nur weil sie nichts können. Jetzt schauen wir mal, dass ich da keinen Schwachsinn rauslasse. Ja, Crazy Louis, 166 Punkte. Und habe nichts anderes versprochen. Oh, oh, oh. Da hat es noch einen. Wir haben die Feuerbasis verloren. Ich weiß einfach nicht wo. Ich muss mich da mit dem Radar noch ein bisschen anfreunden. Der ist irgendwie ein bisschen unübersichtlicher als der im Battlefield 3. Aber wenigstens zeigen einem die Pfeile, wo man rennen muss. Oh mein Gott, die Betonwand. Der Panzer ist auch nicht wirklich so flexibel wie Battlefield 3. Mich dunkt es ist einfach... ja, super. K, der Heli. Nein, nicht der Heli. Mal der Heli. Ja, mich dunkt das 3 ist einfach die Verbesserung vom Bad Company 2, was so die Engine anbelangt. Aber macht trotzdem Spaß. Ich denke, ich werde da von denen noch mehr machen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wie gesagt, ich war ein bisschen aus der Übung mit den Kommentaren. So schon lange keine wirklich mehr gemacht. Und bin halt auch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und wenn ihr mehr sehen oder hören, dann schreibt es in die Kommentare. Ich tue mich mal verabschieden und gehe, glaube ich, nach einem feinen Tee noch schnell ins Bett. In dem Fall wünsche ich euch schönen Zusammen.